Hey ho, herzlich willkommen auf dem Kanal von Swiss Racing und heute sehen wir den ersten Kandidat, der als Kameramann sich bei uns beworben hat. Wir sind in Old angekommen, ich bin heute Morgen losgefahren und hier steht er auch schon. Es ist der Levin. Bodenstich TV. Die einen kennen ihn vielleicht schon von YouTube, ich werde ihn unten verlinken, weil ich es nicht vergessen. Und jetzt seht ihr da oder da, warte, rechts, das heisst hier oben, seht ihr das Video, weil wir sind ja schon zusammen Kart fahren. Und wir sind jetzt vorher in Interdiscount und dann ist mir das passiert. Ich habe mir das neue Project Cars 2 geholt, da schnell einen kurzen Ausschnitt. So guys, nach 2 Jahren, wo ich mir geschworen habe, dass ich mir das vorstelle, hole ich mir das Spiel endlich. Ich habe ja mir gedacht, ich hole mir das Spiel und stelle mir das vor. Und jetzt nach 2 Jahren habe ich es jetzt endlich gekauft. Und dann habe ich es versorgen und dann ist mir die Kamera unter meinen Rucksack gekommen und jetzt ist das Mikrofon abgekehrt davon. Ich habe die extra noch gewarnt. Ja, Mann, aber der Popschuss ist immer schon die ganze Zeit abgekehrt, das heisst, es ist jetzt kaputt. Aber der Raffi und ich, wir werden sicher etwas daraus basteln, weil das Mikrofon funktioniert ja immer noch. Und jetzt suchen wir irgendeinen Mikrofonladen hier in der Nähe, wenn das Mikrofon hat, weil sonst können wir die Grosskamera nicht brauchen heute. Und mit der kleinen Scheiße, weil es hat Autos rundherum, das heisst, man hört mich schlechter. Und es hat Wind, das heisst, es ist nicht so von Vorteil. Und ich sollte nicht ins Gegenlicht stehen, ich voll Idiot. Das heisst, wir suchen jetzt einen Kameraladen und wir stehen gerade auf einem Parkplatz und der will da einparkiert. Wir sagen, wir suchen jetzt einen Kameraladen und wir sehen uns später. So, wir haben jetzt einen Kameraladen ausgemacht und gehen jetzt dort mal schauen, ob wir dort ein neues Mic finden. Und ja, es gibt einen kleinen... Und was gerade vorher passiert ist, sehen wir schnell jetzt. So, Opten, ja, halt hier. Hey Silvan, du hast etwas am... Fuck, du hast eine riesen Spinne an der Rücken. Scheiße, du hast eine riesen Spinne... Du hast da die... Ja, Scheiße. Nein, es ist jetzt reingekrochen in den Rucksack rein. In den Rucksack? Ja, da drin. Stressig. Hey, mach schnell. Scheiße, Mann. Ist im Rücken? Mann, wieso hast du Jetzt hat er sicher extra seinen Rucksack rausgezogen. Ja, Mann, aber ich muss sagen, geil gemacht, ich hab's laut. Mann. Ich glaube, der beste Versuch, den ich je einen hatte. Endlich habe ich den Silvan mal einmal in meinem ganzen Leben geprankt, was ich eigentlich noch nie... Und dann noch mit meiner Scheißkamera, die ich ihm gerade gegeben habe. Ah! Haha. Ja, wenn ihr gesehen habt, der Levin hat mich jetzt gerade prankt vorher. Ist aber der harmlos. Und ich muss sagen, ja, er ist harmlos gewesen, aber er hat funktioniert. Und er ist eigentlich, ja, Und ich habe überhaupt nicht gewittert, dass er mich pranken könnte, jetzt momentan. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg, einer ist quer durch die Stadt, hat er gesagt, das ist am anderen Ende. Und ich hoffe, es hat dort einen, weil sonst müssen wir nachher irgendwie in Zürich einen irgendwo holen. Und dann müsste ich jetzt heute den ganzen Tag mit den Kleinen vloggen, schießt mich an. Aber egal, wir suchen jetzt so einen Kameraladen. Ja, einen Laden, bitte habt ihr jetzt etwas. Ja, das war schon mal nichts. Jetzt suchen wir den nächsten. Nach langem Laufen haben wir den nächsten Elektronikladen. Und es ist anscheinend ein Elektronikladen und kein Kameraladen. Darum hoffen wir jetzt, dass es dort Mikrofon hat, weil sonst sind wir jetzt unnötig, was sind es? 15 Minuten sind wir sicher 15 Minuten. Auch unnötig da hier gelaufen und nicht wieder zurück. Und es hat schon lange wieder zurück gesehen. Aber ich hoffe, sie haben es jetzt dort. Das heisst, wir gehen jetzt in den Laden rein und hoffen, dass es eins hat. Scheißegal welches, ich kaufe das jetzt einfach. Auch einfach kein Mann, was ist das für ein... Mann, was ist das? Also können alle sagen so, ja, Interdiscount, was sind wir noch gewesen, dem anderen Laden? Steg. Und jetzt nicht mehr, genau. Und alle sagen so, ja, auf Lager haben wir es nicht, aber wir können bestellen. Ja, perfekt. Soll ich nächste Woche dann noch einmal da hinfahren, Junge? Was ist denn los? Ah, jetzt hoffe ich, dass ich von irgendjemand anderem das bekommen kann. Oder ich gehe in Zürich eins posten, schießt mir zwar an, aber muss jetzt sein. Egal. Das ist genau der Grund, warum ich immer sage, Olden ist langweilig. Bei mir ist es langweilig. Gut, weißt du, bei mir hat es gar nichts in der Nähe. In meinem Dorf ist absolut kein Elektronikladen. Egal. Wir machen jetzt das Beste daraus und jetzt gehen wir zu seinen Eltern, weil sie haben einen Stand. Dort, was machen sie genau? Essen verkaufen. Sie verkaufen asiatisch, so? Asiatisches Essen. Ich hoffe jetzt mal nicht scharf, sonst sterbe ich, aber hey, wir testen das mal aus. Und ich würde sagen, wir haben noch schon lange keine Cinematics mehr gehabt. Und der Weg wäre jetzt unnötig für Cinematics. Und ich sage, es gibt jetzt Cinematics.
Ich habe jetzt vom Levin, der sich jetzt gerade verpisst, das Essen nicht bekommen. Und jetzt nimmt es mich wunder, ob ich sterbe dran oder nur ins Krankenhaus komme. Nur die Frage ist halt, wen juckt? Weil, die mich kennen, ich kann absolut kein Scharf essen. Dann probieren wir jetzt mal. So, Silvan. So. Ich muss sagen, mega fein. Ich vertreibe es gerade, also nicht scharf, nicht zu hart. Ich finde es mega geil. Bis wann geht der Stand? Also, 12 Uhr zu oben. Gut, wenn das Video online ist, ist es eh schon vorbei, aber nächstes Jahr findet er wieder statt, oder? Mhm. Das heisst, kommen wir unbedingt nächstes Jahr wieder vorbei. Hol dich etwas. Machen wir nächstes Jahr eine Autogrammstunde. Autogrammstunde, ja voll da. Er hat so vorher, ich habe es auch so gefunden, er hat so viele Fanboys auf YouTube gehabt. So, wirklich, wir sind um die Ecke gekommen. Ja, Levin, yo, tschüss, euch zwei, wie geht's? Und ich so, alles ich klar. denke, das ist so peinlich, weißt du? Vor allem, wenn ich mit Silvan unterwegs bin. Also ich finde es cool, dass zu dir kommen, aber es ist so völlig komisch. Ich meine, wie viele Abonnenten hast du mittlerweile? 171. 171, der wird so oft erkannt, das ist richtig krass. Das ist aber das Geile, wenn du so viel von deiner Umgebung hast, wenn dich Leute ansprechen. Gut, ich habe es jetzt auch schon gehabt, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder ein Erlebnis, wenn du einfach erkannt wirst, obwohl du zum Teil die Leute nicht kennst. Es ist so ein komisches Gefühl, das mit drin ist. Also ich finde es ein bisschen cringe, weißt du, wenn du da irgendwie aufläufst, dann kommen so zwei und sagen, oh mein Gott, Sally zusammen, du bist doch der Levin, darf ich Autogramm, darf ich das? Obwohl sie es eigentlich ironisch meinen, weil das meinen sie direkt, das meinen sie eigentlich. Und das finde ich schon richtig krass, also ich kann mir das nicht erklären lassen. Ich weiss nicht, hast du das auch mal gehabt, oder? Also ich bin auch schon nach einem Autogramm gefragt, ich kann sogar so auf einem Pulli unterschreiben. Das ist noch ein Pressure ein bisschen grösser, aber jetzt würde ich sagen, wir essen und dann sehen wir uns später noch. So, wir haben jetzt hier so Bierkisten entdeckt und dort haben sie einfach Motor rein tun und jetzt kann man hier fahren. Und ich würde sagen, wir haben ja letztes Mal so ein Duell gehabt, oder Levin? So ja. Go-Kart fahren. Und dort hast du verloren. Vielleicht ist jetzt die Challenge ja da, dass du jetzt gewinnen kannst, vielleicht. Wer weiß. Und mal schauen, wie es aussieht. Auf jeden Fall sage ich jetzt noch ein paar Cinematics. Wir haben die Runde gefahren und ich habe mich tatsächlich vom Levin geschlagen geben. Ja Silvan, dafür bist du Go-Kart besser als ich. Ja, also jetzt müssen wir noch eine dritte Disziplin finden, um das mal auszumachen, wer jetzt wirklich da der Champion ist. Aber Silvan ist ja gut, er hat auch mega gut gefahren, deswegen gib ihm den Daumen nach oben. Ja, aber wie viel Mal hat es mich abgehauen? Wie viel Mal bin ich abgehauen? Zweimal? Zweimal. Alter, absoluter Scheiß, Alter, so geil. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt. Aber mit dem kleinen Kerl hat man eigentlich mega viel Spaß, finde ich auch. Vor allem, es kommen etwa 1,2 PS auf 200 Gramm. Also ja, Leistung zu PS ist extrem. Also sagen wir gleich weiter. So, ich habe absolut keinen Plan, wenn ich die letzte Szene aufgehört habe, da das schon einen Tag zurückliegt. Ich bin gestern Abend noch in Zürich, weil es vielleicht die einen oder anderen unter meiner Insta-Story gesehen haben, also von uns. Könnt ihr jetzt noch mal hier unten eingeblendet. Folgt durch der, dort werdet ihr ab jetzt auch immer über den Uploadplan von dieser Woche informiert, die wir machen wollen. Das heisst, ihr erfahrt schon dann, wenn unsere Videos werden online kommen, was für Videos. Die ganz genau aufgepasst haben, am Anfang von diesem Video habe ich doch das gesagt. Und heute sehen wir den ersten Kandidat, der als Kameramann sich bei uns beworben hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Levin wirklich der Kameramann, den wir jetzt gesucht haben? Was hat er gestern Tag gegeben? Nein, ist nicht. Aber er wird zum Teil sein, wenn wir eine Not am Mann haben oder einfach sonst mal etwas machen miteinander. Der ist ja immer noch mein YouTube-Kollege, wir haben schon lange nicht mehr miteinander gemacht. Dann denke ich, hey, wieso soll ich nicht, wenn ich eh schon in der Nähe von ihm bin, nicht zu ihm gehen? Und dann haben wir so zusammen ein Video gemacht. Und jetzt gibt es noch eine letzte Aufgabe für euch. Ich habe Bock, diese Woche ein Q&A zu drehen, bevor es dann einen grossen, fetten Tram in Erfüllung geht.
Ich kann mich schon mal richtig darauf freuen, das Wochenende wird absolut legendär. So etwas hat es sicher noch nie auf YouTube Schweiz gegeben. Ich glaube jetzt mal, ich hoffe, ich nehme mein Maul jetzt nicht allzu voll, aber so etwas hat es noch nicht auf YouTube Schweiz gegeben, wird es wahrscheinlich das Wochenende auf unserem Channel online wirklich kommen. Das heisst, schaut unbedingt vorbei. Dort ist der Raffi das erste Mal, glaube ich, wirklich so einen realen Vlog dabei, wenn es klappt. Ich kann noch nicht alles hundertprozentig sagen, aber es sollte funktionieren, wenn nichts schief läuft. Und jetzt habe ich noch vor, ein Q&A zu machen, bevor das Wochenende das gross ansteht. Das heisst, ich könnte noch einmal Q&A fragen und in die Kommentare schreiben oder auf unser Insta unter den Uploadplan, den wir gestellt haben. Können Fragen hineinschreiben und die jetzt unter diesem Video sind sicher im nächsten Q&A dabei und die anderen nehme ich noch von meinen vorherigen Videos, weil es ist oft gewünscht worden, dass wir ein Q&A machen. Und dann denke ich, gut, um das auffüllen, weil eigentlich heute soll ein anderes Video kommen, aber es hat irgendwie nicht alles funktioniert, darum kommt jetzt das und dann haben wir am Freitag ein Video, darum mache ich ein Q&A. Weil das ist eh schon lange verlangt worden, würde ich sagen, das war es mit dem heutigen Video. Wenn euch es wieder gefallen hat, dann zeigt es euch mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren und sogar die Glocken aktivieren, wäre mega nice und freut euch auf das Wochenende, das wird einfach nur episch und ich sage, das war es, bis zum nächsten Mal, also, ciao! Was gibt es bei dir, was du kennst? Keine Ahnung, Sextape finde ich mega cool von dir. Macht uns Cinemagics für dich.